Während der Flo hier ein bisschen festhockt, sorge ich dafür, dass hier die ganze Belegschaft nicht verhungert. Es ist echt arschkalt. Ich würde sagen, das nächste Mal geht der Flo wieder. So, bist du ready? Ja. Wir sehen, die ganze Content Creation hat verschiedene Rollen, oder? Willkommen auf unserem ersten kleinen Familienausflug. Leider habe ich mir gestern im Turnverein meinen Knöchel verstaucht. Ja, ich hoffe aktuell noch, dass die Bänder so weit intakt sind und dass wirklich nur irgendwie ein bisschen Verstauchung ist. Es ist auf jeden Fall schon ein bisschen besser wie gestern. Und ja, ich habe mir jetzt hier auch mal mein Homeoffice ein bisschen so eingerichtet, dass ich gleich ein bisschen etwas machen kann. Zum Glück muss ich heute nicht irgendwie auf den Dreh oder so. Für das sind Lina und der Roger unterwegs. Bin ich mega, mega dankbar, weil heute auf einer Baustelle rumkraxeln könnte ich mit dem Fuß definitiv nicht. Morgen geben wir aber einen Workshop, für dort kann ich niemand anders schicken. Da hoffe ich natürlich, dass ich bis dann wieder ein bisschen besser zu uns bin. Ja, wir geben eigentlich schon länger so Workshops, wo wir unter anderem auch beibringen, wie man da mit so einer Kamera, wie ich hier in der Hand habe, filmen. Und für da haben wir natürlich dann eben auch ein bisschen einen praktischen Teil von dem Workshop, wo ich schon ein bisschen mobil sein sollte. Aber ich bin eigentlich aktuell noch guten Mutes, dass das klappen sollte, dass ich bis morgen wieder so weit fit bin, dass das kein Problem sollte sein. Und natürlich wollen wir euch hier diese Woche auch ein bisschen mitnehmen bei dem Ganzen. Ich freue mich schon, euch das mal ein bisschen zu zeigen, so behind the scenes. Jetzt hat Meli halt 2 Babys im Haus, und sie muss darum geben. Nein, schon nicht ganz. Aber ja. Kann er sie wenigstens ab und zu mal ein bisschen abnehmen. Zum Kuscheln. Das ist auch gut. Der Nico, der Martin, der Michi und neu der Kevin. In Gretzenbach im Kanton Solothurn bauen sie auf Bestellung VW-Büsschen zum wunderschönen Camperraum. Mehr Infos findet ihr auf twostories.ch. Wir sind gerade mitten am Shooten. Das ist gerade sehr interessant, weil wir sind bei einem Gleisbauer-Team. Da muss natürlich genau sein, ist Millimeterarbeit logischerweise. Und läuft auch nicht immer alles so wie geplant. Ja. Arschkalt. Aber wir sind gut vorbereitet. Und ich würde sagen, das nächste Mal geht der Flo wieder. Während der Flo hier ein bisschen festhockt, sorge ich dafür, dass hier die ganze Belegschaft nicht verhungert. Hier gibt es nachher ein Risotto. Geht zum Glück recht gut, weil hier die Ella habe ich den Tragi. Und dort ist sie auch immer recht zufrieden. Die habe ich übrigens gemietet. Die Seite kann ich sonst gerade einblenden, heisst gutbetucht.ch. Und ja, die kann ich jetzt diese Woche testen. Und ich bin mega zufrieden. Es hat also polsterte Schultergürtel und es ist wirklich sehr bequem. Also ich würde sie mir wahrscheinlich kaufen. Ja, und sie ist auch mega zufrieden. Also sobald ich sie reinsetze, schläft sie ein. Und das ist natürlich für mich auch super. Also sie fühlt sich mega wohl. Und ich komme ein bisschen zu etwas. Oder der Flo, der hat sie auch oft in der Trage. Und was wir auch noch neu haben, auf Empfehlung von euch und auch der Hebamme, ist so ein Gymnastikball. Und das ist eben das Gute, wenn du sie auf dem Arm hast, also die klein, oder auch in der Trage, und du da drauf hockst, dann kannst du so ein bisschen bouncen und das fühlt sich für sie an, als würdest du laufen. Und dann musst du halt nicht die ganze Zeit hier runterlaufen in der Wohnung. Ja, und auch für jetzt zum Arbeiten ist es gut, weil er sollte durch das eine bessere Haltung haben, also gerade Rücken. Darum ja, bin jetzt mal gespannt. Sie ist gestern angekommen, wir haben es gerade aufgepumpt und jetzt ja, sind wir es mal ein bisschen am Testen. Kann ich sonst dann sagen, ob es etwas ist. Ich tue jetzt hier noch die Bilder herunterladen, die uns Zuli geschickt hat vom Shooting. Die sind so schön geworden. Ich will sie gerade noch herunterladen und final aussortieren, weil ich dachte, dann immer so ein bisschen unsere Favoriten rauspicken, weil sonst sind es fast zu viel, um immer alle durchzuschauen, aber dann haben wir so ein bisschen unsere Favoriten beieinander. Ich muss euch mal noch ein paar zeigen. Das finde ich auch mega schön.
oder so Details finde ich auch mega cool. Ich mache jetzt das mal und dann nachher, glaube ich, sollte ich mal etwas kochen, bevor da der Monsieur verhungert. Bitte du Koch. So gut. Danke fürs Kochen. Bitte. Es ist übrigens aktuell immer so ein bisschen die Frage, ob wir es schaffen, zusammen zu essen oder ob die Kleine dann auch gerade kommt. Dem Trag ist aber eigentlich wirklich noch gut. Das Einzige, was man muss schauen, ist, dass man nicht auf sie drauf säulet, wenn man sie im Trag ist. Ein guter. Ein guter. Eben, ihr filmt in Finnland oben und die Lin hat ja gewisse Sachen jetzt geschnitten, weil sie in Kopenhagen war und wir sind hier in der Schweiz. Ja, voll gut. Habt ihr ganz gute Zeit. Weiterhin in Finnland. Ciao, ciao. Ja, ein kleines Status-Update aus dem Krankenbett. Ist schon immer noch recht geschwollen. So. Aber der Schmerz geht es. Jetzt habe ich kein Schmerzmittel mehr genommen oder so. Ich kann den Fuß eigentlich noch bewegen, einfach noch nicht wirklich belasten. Darum, ja. Weil ich schon ein bisschen Erfahrung habe mit dieser Art von Verletzung. Ich habe auf beiden Seiten das Sprunggelenk, also die Bänder mal angerissen. Das wird jetzt sicher nicht sein, dass irgendetwas gerissen ist, das kann ich glaube ich jetzt schon sagen. Und darum gehe ich jetzt auch nicht zu einem Arzt oder so, sondern warte einfach bis die Schwellung ja, dann, abgeklungen ist. Und dann hoffe ich auch, dass ich morgen so gut zu Hause bin, dass ich den Workshop ohne das grosse Problem kann halten kann. Und dann kommt der, glaube ich, hoffentlich schon wieder gut. Ja, ich würde sagen, Habit. So, bist du ready? Ja. Genau, wir sind hier in Irrstal bei den Pfiffner. Das ist so ein Unternehmen, das so Hochspannungsanlagen macht für Energieversorger auf der ganzen Welt. Und ja, wir sind noch ein bisschen früher dran. Darum haben wir gedacht, hey, wieso nutzen wir hier nicht das schöne Licht und fliegen noch rasch Drohnen. Sicher freut, wenn wir noch ein paar Drohnenaufnahmen machen vorher, oder? Wir sehen, die ganze Content Creation hat verschiedene Rollen. Oder? Die eigentlich fast der wichtigste in diesem Unternehmen finde ich, ist der Storyteller, so nennen wir das. Und das ist die Person, die weiss, dass es die spannende Geschichte gibt in diesem Unternehmen. Der ist sehr gut für so ein bisschen wie das Gefühl im Zuschauer weg, dass er jetzt wirklich da steht und jemand über die Schulter schauen kann. Oder? Das Wechselspiel ist zwischen jemand redet und dann jemand hört zu. Oder die Dialoge. Und wenn ich jetzt hineinzoome, wirken die extrem die Personen, oder? Und das ist eigentlich das, was passiert, wenn man wirklich zoomt. Wenn ich jetzt nur digital hineinzoomen würde, die immer noch gleich weiter weg. Die Gruppe wird dann Kinder betreuen und dann machen wir dann einfach pro Szene, wenn das so 2 Hauptszenen, machen wir dann einen Wechsel. Oder?
Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Hallo! Hallo. Willkommen auf unserem ersten kleinen Familienausflug. Della verfußt bis jetzt halt noch alles, aber wir sind jetzt ziemlich am Geniessen da, die ersten Ja, richtigen so schön. Sonnenstrahlen. Wow. Richtig gute Sicht auf die Berge. Und auch herrlich warm. Das war das erste Mal. Das capt dieses Jahr an, das heisst auch etwas. Und hey, mega cool, wir müssen euch jetzt schnell etwas zeigen. Wir hocken hier in Thun, am Thunersee, in diesem Panorama hier. Und jetzt für die, die schon seit dem ersten Vlog dabei sind, dort hinten, auf dem Niederhorn, wenn es scharf stellt, ja, dort oben, haben wir unseren allerersten Vlog gemacht. Also, das ist jetzt wie lange her? 6 Jahre. Ja, im 2016 haben wir das erste Mal einen Vlog gemacht, im Schweizerdeutsch. Im Sommer so 7 Jahre. Schon 7 Jahre bald, ja. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, können wir ihn hier irgendwann mal verlinken, wenn ihr mal schauen. Und für die, die schon seit am Anfang dabei sind, hey, Respekt, unbedingt einen Kommentar machen. Nimmt das Wunder, ob da irgendjemand noch zuschaut, der am Anfang schon dabei war. Ja. Wir laufen jetzt hier noch ein bisschen weiter am See entlang. Ella wird sicher irgendwann auch aufwachen. Können wir ihr da ein bisschen Entchen oder so zeigen. Die ersten Berge. Die ersten Berge, das erste Mal. Bergpanoramas, ja. So weit sieht es ja eh noch nicht. Aber egal. Ja, dann ist das ein super Abschluss von dieser Woche. Wir haben eben gesagt, Ella ist gestern 1 Monat alt geworden, dass wir unbedingt einen Ausflug machen. Gestern war das Wetter nicht so gut, darum haben wir gedacht, wir machen es heute. Und das Beste, wir sind also richtige Elternanfänger. Wir haben natürlich nicht gewusst, dass jetzt noch irgendwie Sportferien sind oder so. Also der Zug hier auf Thun, der war einfach stossenvoll. Aber ja, hat sich gleich gelohnt, würde ich sagen. Ja. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover, agents of the other. Beyond gravel, beyond dawn. A bigger scale, the world inhales as we go. Ach, das ist jetzt ja wirklich mega schön. Es hat sich voll gelohnt. Wir haben eben den Steg gefunden auf Google Maps. Ja. Ich fand, das ist ein mega schöner Weg hier am See entlang. Und sind wir von Thun hier eigentlich in Richtung Spiez gelaufen. Also auf Spiez wäre es noch viel weiter. Aber ja, hat sich mega gelohnt. Ich hatte eigentlich noch vor, Drohnen zu fliegen, aber dann habe ich gesehen, da ist natürlich alles Naturschutzgebiet wegen der Vögel. Darum ja, nicht so eine gute Idee, wenn wir hier Drohnen fliegen. Haben wir die nicht gemacht. Ja. Das ist ja so schon genug schön. Ja, voll. Ja. Ja. Haben wir den ersten erfolgreichen Familienausflug. Wunderschön. Können wir noch heil heimkommen. Ja, ich hoffe, es sind wieder so ein Gestunken. Ich hoffe, wir so. werden nicht wieder den ganzen Weg stehen. Ja, du, es hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. Cool, dass ihr dabei gewesen. Voll. Wir freuen uns schon auf nächste Woche, sind gespannt, was uns erwartet. Ja, dann würde ich sagen, habt euch Sorge. Macht's gut. Und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss. In der nächsten Folge hier auf Storyflow. Ich habe mir selber erstaunt, dass das so nah von der eigenen Haustür einfach so schön friedliche Plätze gibt wie der hier. Ratet mal, wer schon seit mehr als einer Stunde quietschfidel ist.
Lauf noch durch. Ich würde sagen, die Grillsaison wird eröffnet. Jetzt abonnieren und kein Video mehr verpassen. Geht raus. Und schreibt euch eigene Geschichte.